Hallo, ein kleines Tutorial, wie man Objekte in Nomadsculpt erstellen kann, hier am Beispiel von einer Sonnenbrille. Und ich hoffe, in diesem Video klappt es jetzt einigermaßen ohne Riesenfehler. Okay, ich probiere das nämlich jetzt halt zum 5. Mal, nicht weil die Sonnenbrille so schwer ist, sondern weil immer irgendwas passiert. Und zwar im Vorab, wir brauchen dieses Trim-Tool und ich zeige das jetzt mal an diesem Würfel. Und in den Einstellungen von diesem Trim-Tool ist dieses Hole Filling ausgeschalten und dieses Front Vertex Only angeschalten, damit man nur in der Vorderseite schneidet. Okay. Ich habe hier dieses Polygon-Tool ausgewählt zum Trimmen. Und wenn ich hier jetzt das Loch reinschneide, ich drehe den Würfel mal so, dann sieht man, hier ist jetzt ein Loch drin. Dann kann man in dieser Topologie und am letzten Punkt Aktion dieses Close Holes anwenden. Man sieht jetzt hier, jetzt hat sie dieses Loch geschlossen. Und jetzt kann man in Kombination mit der Maske, wenn mit der Hand diesen Maske-Knopf drücke und gehe auf das Mesh, dann drücke auf das Mesh, dann ist das maskiert. Und wenn ich jetzt hier Close Holes drücke, dann bleibt die Maske, aber das Loch, dieses Gefilde, ist nicht maskiert. Und in der Maske hier, Settings Mask, kann man diese Flächen hier splitten. Also wenn ich drauf drücke, habe ich zwei getrennte Flächen, einmal die Innenfläche und einmal die äußere. Zack. Nur als Gegenbeispiel, hier ist eine Plane, also kein dreidimensionales Objekt. Und ich benutze auch wieder diese Split-Trim-Funktion und schneide hier das Loch raus. Und wenn man hier auf Close Holes tippt, dann funktioniert das nicht. Also das funktioniert bloß bei 3D-Objekten, also nicht bei der Plane. Okay, und diese Funktion, was ich gerade gezeigt habe, die brauchen wir für diese Gläser der Sonnenbrille. Sonst muss man ja die separat erstellen. Okay. Bei diesem Trim-Tool, ich gehe nochmal zurück, wenn der Würfel da ist, muss man auch noch wissen, das macht mich ganz kirre, dieser View Cube unten, dieser kleine Würfel, wo man draufdrücken kann und in die Front- und Seitenansicht wechseln will, der funktioniert da nicht. Im neuen Update soll das funktionieren, hat Stefan gesagt. Okay, und naja. Ich lösche jetzt hier mal diese alte Brille raus oder diese bestehende und bringe mir diesen Kopf in die Seitenansicht. Und jetzt brauchen wir für diese Bügel, kann man hier eine Plane nutzen. Und die bringt man hier in Position am Kopf. Wo dieser Bügel sein soll. Die Topologie kann man ruhig ein wenig runterschrauben, also man braucht nicht so viele Punkte. Und hier ungefähr soll dieser Bügel sitzen. Das kann man dann validieren. Und das Material von dieser Plane kann man auf Additiv setzen, dann kann man durchschauen und sieht, wo der Kopf, wo alles ist. Und jetzt brauchen wir dieses Trim-Tool. Die Einstellungen, wie gesagt, kein Hole Filling und Front Vertex. Und dann kann man dieses Polygon hier verwenden. So. Und jetzt soll schön ruhig bleiben. Ich habe diese Form
von diesem Bügel. Da wenn man einmal jetzt falsch tippt, dann ist das Ganze wieder weg und diese Knoten, ich hoffe, das wird auch irgendwann verbessert. Die schalten manchmal so einfach um zwischen Weiß und Schwarz. Jetzt sieht man hier diese Form, die was ausgeschnitten werden soll. Und jetzt würde eigentlich das Innere ausgeschnitten. Man geht jetzt hier auf der linken Seite auf das Flip und jetzt wird alles außenrum abgeschnitten. Ich tippe jetzt auf einen grünen Punkt und hoffe, dass alles klappt. Ja, okay. Dieser Bügel ist okay. Nun gut. Man kann diesen Bügel hier in der Symmetrie von rechts nach links kopieren oder spiegeln. Dann hat man gleich zwei Bügel. Und man kann hier mit diesem Move Brush, ich stelle mir einen Radius ein wenig ein, die Bügel hier etwas in Form bringen, damit die am Kopf anliegen. Das kann man dann beim Sculpten ein wenig machen, so dass man sagt, okay, das passe ich hier ein wenig an. Und gut ist. Hier hat man auch diese, wenn man in der Draufsicht jetzt ist, diese Biegung hier, dass man die ein wenig so am Kopf anpasst von diesem Bügel. Und man sieht jetzt hier, ich habe die Symmetrie nicht ein, aber man kann das Ganze wieder einfach rüber spiegeln. Und das nächste Mal schalte ich die Symmetrie ein. Okay. Den kann man jetzt wieder auf Opak setzen, damit man festes Material hat sozusagen. Man kann den ganzen Bügel hier maskieren. Und in der Maske kann man dem Shell Thickness geben, 0,1 ist okay. Nothing to extract. Ah ja, wir müssen den da auswählen. Und jetzt extrahiert man diesen. Okay, 0,1 ist ein wenig zu wenig. 0,2 Extract. Und jetzt hat dieser Bügel ja schon eine Dicke. Okay. Dann brauchen wir das Brillengestell. Da brauchen wir eine Box dafür. Die können wir da herbringen. Kann man ruhig ein wenig großzügiger machen. Hier in dieser Position sitzt da mal die Brille. Und Topologie ist okay. Sollte so passen. Kann man validieren. Das kann man auch wieder auf durchsichtig setzen, additiv, damit man die Augen schön sieht. Dann kann man wieder mit diesem Trim-Tool arbeiten. Und jetzt diese Flip-Funktion bitte ausschalten. Also auf der linken Seite das. Und das ist auch sehr nervig, dass diese Punkte da manchmal so leicht umschalten. Also wenn diese Flip-Funktion an ist, dann ist der Außenbereich geschnitten und jetzt der Innenbereich. Und dann schneiden wir das einmal aus. Und jetzt wird diese Sache angewendet mit dieser Maske. Also man hält jetzt hier und maskiert das Objekt, geht auf die Topologie
und schließe diese Löcher. Und in der Maske kann man hier jetzt diese Sachen splitten. Das heißt, wir haben hier einmal diese Gläser und die kann man jetzt auch wieder, die setzen wir es erst einmal auf Opak, dann kann man es maskieren und in der Maske kann man diesen Gläsern hier jetzt eine Dicke geben, Punkt 1. Okay. Und jetzt suchen wir uns einmal diese anderen Gläser hier, die kann man löschen und das müssten die Gläser mit der Dicke sein. Ja, damit man das nicht verwechselt. Okay, jetzt hat man hier diese Gläser und hier den Rest von diesem Brillenrahmen. Und jetzt müssen wir nochmal Trim Tool nehmen. Symmetrie ist an. Ich zoome jetzt hier ein wenig größer rein. Schneiden wir erst einmal das raus. Man kann hier mit Move, ich mache den Radius ein wenig kleiner, die Sache hier jetzt schon ein wenig anpassen. Dann kann man wieder trimmen. Okay. Ah, jetzt geht wieder dieser View Cube nicht, ne? Und meine Herren, manchmal ist das echt friemlich, ne? So. Man kann sich natürlich ein wenig mehr Mühe geben. Okay. So, was ist denn jetzt da noch übrig? Jetzt hat man das Brillengestell und den Rest von diesen, hier von dieser Box. Ich gehe jetzt hier mal auf Separate und kann, was ist denn jetzt wieder los? Im Trim Tool kann man auch die Objekte nicht anwählen. Das ist manchmal auch sehr nervig, ne? Ich hoffe, das wird irgendwann alles verbessert. Und jetzt hat man diesen Brillenrahmen. Ich gehe mal in die Solo-Ansicht.
Ja, man kann jetzt hier weiter noch ein wenig rumtrimmen. Man kann auch versuchen mit diesem Pinch-Tool hier diese Kanten hier zu runden. Das funktioniert manchmal ganz gut. Man kann hier in der Topologie Multires, man kann einmal die Subdivision aktivieren und mit diesem Pinch-Tool diese Sachen hier etwas glätten. Damit man schönere Bögen herkriegt. Das kann man alles ein wenig, je nachdem, wie viel Zeit das man hat. Und man sieht aber hier, ich zeige es halt ein wenig, man kann diese Bögen hier relativ gut rauspolieren mit diesem Pinch. Mir soll es jetzt mal genügen. Man kann die Maske wieder benutzen. Ich schalte es wieder auf Opak und kann die ganze Sache extrahieren. Da kann man ruhig 0.3 Extract. Okay. Solo View aus. So. Ich hoffe, das mal klappt es. Und zwar, man hat jetzt hier ja einmal die Gläser und einmal das Brillengestell. Und hier ist Glas. Was ist das? Das ist die Maske, die kann man rausschmeißen. Okay. Man verbindet jetzt praktisch diese beiden. Simple Merge. Und ich teste jetzt gleich, ob man es wieder trennen kann. Could not separate, the object has only one part. Okay, also im Moment kann man diese Objekte nicht verbinden, also man kann es dann nicht mehr trennen. Ich wähle mir jetzt diese Gläser hier an und mache eine kleine Veränderung. Ich scale die bloß einen minimalen Hauch auseinander. Und zwar kann man Move Brush verwenden und hier bloß minimale Veränderungen machen. Und jetzt müsste das, wenn man Simple Merge drückt und hier auf Separate geht, jetzt müsste man wieder getrennte Objekte haben. Und das haben wir jetzt auch gekriegt. So, jetzt ist das Objekt verbunden. Man kann mit Move Brush, schön großer Radius, Connected Topology verwenden. Dann kann man diesen mit dem Gizmo hier diese Move und Gizmo kann man die Kurve vor der Brille anpassen, dass das schön gebogen ist, und kann hier schauen, ob man da dieses Mesh da, das braucht man nicht mehr, ob die Brille jetzt eine schöne Kurve hat. Und wenn das okay ist, dann kann man dieses Mesh wieder trennen und die Gläser wieder verbinden. So. Dieses Brillengestell hier, dem kann man mit Voxel Remesh ein wenig eine höhere Topologie geben. Jetzt ist es etwas feiner aufgelöst. Und jetzt kann man es smoothen, oder ich habe hier diesen Round All Brush, da kann man diese Konturen etwas runden. Und wenn das fertig ist, kann man die Dezimation wieder anwenden, damit man relativ wenig Pixel hat. So.
allen Rahmen eine Farbe. Den Gläsern kann man auch eine Farbe geben. Und man kann jetzt hier das einmal nochmal Subdivision machen und Blending. Hier die Gläser. Ich denke, diesen Rahmen kann man auch noch einmal mit Subdivide etwas weicher machen. Und diesen Rahmen hier, den kann man jetzt noch einmal mit Trim, schneidet man einfach ab. Diese Maske da, die braucht man nicht mehr. Und man sieht jetzt hier, ich habe vergessen, dieses Hole Filling anzuschalten, und jetzt kann man hier in der Topologie dieses Close Holes anwenden. Dann sind diese Löcher wieder zu. Hier kann man das alles wieder ein wenig hinbiegen. So, jetzt kann man versuchen, einmal die Multiris, einmal Subdivide zu machen. Dann werden die Kanten wieder ein wenig weicher. Und man könnte jetzt hier mit Smooth wahrscheinlich, na, Smooth ist uncool. Ja, Dezimation. Bügelt das ein wenig aus. Also erst runden und dann dezimieren. Naja, da ist ein kleiner Knick drin, aber gut. Zum Demonstrieren langt's. Okay, Wireframe aus. Und die Outline aus. Und hier das Objekt der Subdivide. Etwas smoothen. Warum wir den Knick da reingebracht haben, das weiß ich auch nicht. Naja. Auf jeden Fall so kann man es machen. Das soll es mal gewesen sein. Viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.